Ja, Leute, es geht Schlag auf Schlag weiter. Nach der letzten Ausgabe machen wir direkt hier weiter bei Splatoon 3. Mit diesem Team, generell letztes Mal haben wir, glaube ich, 3 Matches gehabt, 2 gewonnen, 1 verloren, also keine schlechte Ausbeute. Außer ich hätte irgendwie gerade wieder einen Knoten im Gehirn. Das könnte natürlich auch sein. Solange ich noch Turmkommando habe, es müssten noch 1-2 Matches der Fall sein, bleibe ich mal noch auf der Waffe, nachher wechseln wir mal wieder. Und ja, wir wollen ja den Aufstiegskampf mal meistern in der Anarchieserie. Da bin ich mal gespannt. Ich muss vor allem in dieser Folge, oder will ich dieser Folge noch ein bisschen was davon schaffen. Die nächste Folge müsste bereits das Splatfest sein. Also eigentlich, der Frage, wo jetzt die Folge hier rauskommt, müsste bereits dann das Splatfest beginnen. Das muss ich jetzt eher so auf einen Sonntagmorgen. Das ist irgendwie so mittlerweile Standard. Müssen das nächste Splatfest beginnen. Jetzt glaube ich ums Thema Schokolade. Zart, bitter, Vollmilch oder weiße Schokolade. Das heißt, ich werde dann vermutlich die Folge dazu Montag darauf raushauen. Vermutlich. Eigentlich könnte man sparen und direkt am Freitag dann raushauen, eine Woche später. Klar, es käme ein bisschen verspätet vom Splatfest-Timing her. Die Variante ist, ich ändere einfach diesen Ding, den ich habe. Diesen Turnus, dass ich nicht sage, okay, ich bringe freitags Splatoon und ich bringe immer montags Splatoon. Dann spielt es keine Rolle. Müssen wir sich mal überlegen. Mist! Ah, ich wollte gerade... noch ein bisschen was gebracht. Er hat nicht mehr so viele Abzüge wie auch schon. Ah, wir haben ja einen. Ah, Mist. Jetzt hatte ich zwar Zeit, ein Ding zu aktivieren, aber natürlich keine mehr, um den Feind zurückzuschlagen. Oben einer? Ah, doch. Hat doch hätten gesehen. Hä? War jetzt die ganze Zeit neben mir und haben mich trotzdem nicht gekillt. Also, scheiß Tauben. Also irgendwie auch ein bisschen schräg. Was? Warum? Warum konnte ich ihn nicht killen? Der hat es lang, der Hive noch nicht gestartet. Dies kann man eigentlich noch naja, platt machen halt. Okay, wie schräg war das denn bitte? Entweder Lag oder Timing. Ja, Timing. So, ich weiß, ob ich markiert, das will ich eigentlich auch. Damit sie denken, ich wüsste, dass ich markiert bin. Da ist doch einer. Na eben, haben wir gesehen. Huch! Na, was jetzt? Ja. Ah. Den haben wir jetzt nicht mehr gesehen. Gut, ist natürlich auch der Disperser, der hat zwar eine krasse Feuerrate. Oh, cool. Aber ist natürlich nur auf die nächste Distanz, da ist natürlich auch so. Wenn man es kann damit umgehen, ja, okay. Kerl auf ein Ding ist auch so eine gute Idee.
Wenn alle 4 auf einem Fleck sind. Dankeschön. So Leute, dann hätten wir das. KO-Bonus. Yeah, yeah, Spinning, yeah, yeah, Spinning, yeah, yeah. Mega Spinning, und ich winke. Tschüss. 473. Was haben da gerade? 200 Punkte wurden zurückgesetzt. Ah, jetzt A minus, Ziel wäre 500. Okay, wir haben noch eine Minute, da startet jetzt mal nichts Neues. Wir können stattdessen wieder mal... Warte mal, nee, ich habe einen Bonus noch drauf. Warte mal nach, ich kann mal hier noch was nehmen. Vergiss halt immer wieder, der Cup des Tages ist ja immer so günstig. Erst danach, die werden richtig teuer. Ist auch anders als bei Splatoon 2 war. Bei Splatoon 2 das ist ja immer viel zu viel Kohle. Also schon relativ früh im Spiel. Und hier muss ich sagen, wenn ich jetzt noch irgendwie losgehen würde, also kaufen, es geht gar nicht. Warte mal. Turmkommando. Bis wann haben wir es noch, Turmkommando? Moment. Nee. Ah. Menü. Reden. Aber 17 Uhr. Okay, okay, ja, eine ganze Stunde Zeit. Okay, das heißt, ich kann mit Turmkommando weitermachen. Karte bei Deko, Spieler. Hä? Welcher Banner werden hier neu? Ah, da oben, kann ich gesehen. Okay, ein Abzeichen im Revierkampf. Nö. Da passen mir die anderen eigentlich schon. Die Karte, ja, gut, komm. Wir gehen mal vorbei. Wir gucken mal. Bevor es gleich direkt weitergeht. Tagna. Spion, okay. Wow, Alter. Noch leider keine neue Karte. Hier ist, glaube ich, auch nichts Besonderes mehr. Ich habe mein Set hier einigermaßen. Klar, ein paar Effekte könnten noch austauschen mitunter. Sind auch ziemlich teuer. Wieso bei Splatoon? Warte mal, bin ich jetzt wieder raus? Drück auf den Platz. Ah, natürlich. So. Aber es ist krass, dass noch gar nichts aufgestellt ist. Das Splatfest müsste jetzt durch Zeitpunkt noch aufnehmen. In 8 Tagen losgehen. Ja gut, ja. In der Regel so eine Woche vorher, aber naja, passt schon. Blub, 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 blub. Blub die blub. Ich blub den Blubber. Ja, komm. Eben, mein Ziel sind 500 Punkte, auch wenn ich jetzt hier ein paar Punkte sammle. Ja, warte mal. Ach, ich kann mir dann einfach 200 und noch 10 Punkte ausgeben. Ja, komm. Ah, Mist, die gleiche Waffe. Nein! Ja, ich könnte... Ja, komm. Ich gehe die Punkte zurück. Okay. Haben sie das richtig gemacht? Menü. Was nehmen wir da? Es ist zwar immer noch Turm. Fischersplatten möchte wieder mehr einsetzen. Aber da ist der Turm ein bisschen doof eigentlich. 3R Schwapper, Kalligraph und Wandschwapper. Auch nicht so das wahre der Turm. Das Ding haben wir ein bisschen Mühe. Stempelsplataner, wenn man damit umgehen kann, klar.
Junior Kleckser, ja. Muss man können. Blasen wird zu ungeduldig. Im Kalligraph, komm. Yeah, Mann. Geil, wa? Hopp. Was? Auf durch den Gegner hindurch. Na, schade. Hätte beinahe beide gekillt. So. Dann gucken wir doch mal. Streifenalstraße. Die Straße. Um Streifenal. Mit Link. Mist. Und ich latsch noch rein. Achso, Link ist mein Gegner. Oh Mann, Link ist mein Feind. Dass ich das noch erleben darf. Der Held von Hyrule. Wenn ich als jetzt Ganon oder was? Der Ganon-Dorf, Das Dorf muss schon sein. So. Warte mal. Ich hab's nur gehört, weil ich den Ofen mit dem Pinsel getroffen habe. Aber ich wusste nicht genau, wo er war. Das war eh doof. Gremlins! Die Gremlins sind los! Oh fuck. Huh? Was macht der Feind jetzt da? Ich habe jetzt einfach unser Gebiet ein, aber der Turm selber ist mir gerade egal. Ich wollte gerade sagen, ich warte mal hier, dann können wir mal hier spawnen. Was? Krass, habe ich gar nicht gesehen. Ich muss irgendwie hinter mir gespawnt sein, also hinter mir geworfen haben. Nee, Freund. Lag? Der war schon weg? Hat er schon gekillt? Ah. Zu meiner Verbindung kann es nicht liegen. Also noch 1000 andere Sachen gerade offen, aber die laufen alle. Mist. Voll erwischt, das klingt nicht gut. Wobei ich jetzt nicht so Problem, Turm war drüben am Gegnerlager. Bis die hier sind, dauert es ein bisschen. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Ja! Das Triinferno ist aber auch krass stark. Da haben wir nur ein bisschen gestreift, haben wir das Teil und trotzdem gekillt.
Ja, wir haben definitiv ein bisschen Lags. Ui, Schwindel. Achso, der hat's clever gemacht. Der guckt, von wo kommt er und ist dann dahin. Okay, dann ein Tintenhilfe, deswegen. Ich habe jetzt ein klein bisschen Mühe, ihn zu sehen. Okay, Jungs, das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Jetzt muss man ein bisschen ranhängen wieder. Kontrollieren wir das noch an die letzten Meter. Da haben sie am Schluss nochmal einen Zahn zugelegt. Nicht schlecht, Herr Specht. Dein Team, mein Team. Naja. Yeah! Dreimal winken und einmal den Roboter. Oder Karatemeister. Man weiß es nicht so genau. Einmal Sieg. Ching, ching. Okay, neue Stufe. Das heißt, ich habe eine neue Arti-Karte verdient. Eine Archie-Cards. Und könnte mir wieder was kaufen. Also eine neue Waffe. Oh. Das war jetzt ein mega Lag. Also das war kein Lag, das war ein Freeze. Ein Mega-Freeze. Ich wollte eigentlich mal noch, dass es bei Splatoon vielleicht mal so eine Art Freeze-Waffe gibt. Wo man Gegner einfrieren könnte, aber stelle mir irgendwie ein bisschen schwierig vor, jetzt was kann er erwähnen. Ich meine, es soll nicht so overpowered sein. Was heißt denn hier Freeze? 2-3 Sekunden? Das selber könnte schon so overpowered sein. Das ist natürlich so eine Ultimate-Waffe, wenn du eingefroren bist, dann stehst du eigentlich noch da, in ein paar Sekunden, bist nach sofort tot. Aber auch das wäre natürlich overpowered, weil du kannst so einen Spieler halt für längere Zeit aus dem Spiel nehmen. Also länger als wenn du ihn sofort killen würdest. Ja, einen Gegner oder so einzufrieren, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Da vielleicht irgendwie eine Art Hindernis aufzubauen. So eine Freeze-Waffe, also so einen Eisblocker schaffst. Mit der Zeit schmilzt. Wer weiß. Mist, hätte ihn fast gehabt. Scheiß Sniper, hat ihn fast gekillt. Aua. Nein! Nein! Nein, ist wieder! Na, Mist. Im Schutze der Kugel, im Schutze vom Rasengan und Futon Rasen Shuriken, da hätte ich jetzt eigentlich gerade losstürmen müssen.
Okay. Warum treffen wir die Gegner nicht mehr? Was ist jetzt mit doch los? Ja, ist gut. Alter, scheiß Tri-Inferno. Steckt doch einer. Und da war es nur noch ein kleiner Sniper. Kuckuck. Zwar noch gekillt, aber schon abgelenkt. Wieder mal schön abgelenkt und... Nein, nicht gekillt, schade. Mann, wieso ist überall die scheiß Farbe? Das nervt. Ah, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Wow. Juhu! Hopp! Ja, markiert, ey. Wow, okay. Das ist leicht creepy. Hä? Bam, bam, Also der Sniper-Schuss killt unseren sofort. Ohne Verzögerung, aber der Rest ist irgendwie gerade ein bisschen verzögert gewesen. So unschön. Fixie hart, ja. So sieht es doch aus. Damals wohl Programm war. Okay, von der Zeit ist etwa ähnlich unterwegs wie das letzte Mal. Alter, trotzdem 17 von 7, ey. Ich würde trotzdem sagen, ich versuche nochmal eine Runde. Jetzt sind wir diesmal ein bisschen schneller unterwegs, das könnte ja sein. Wir versuchen den Rest der Rangaufstiegskampfserien anders mal. Also vermute drüber nächste Folge, weil eben nächste Folge wird ziemlich sicher Splatfest sein. Schokolade. Zartbitter, Vollmilch oder Milchschokolade. Weiße Schokolade. Ja, warte mal, Zartbitter, Milchschokolade oder eben weiße. Weil eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist weiße Schokolade gar keine Schokolade, weil es ja gar keinen Kakao beinhaltet. Also Kakao im Sinne von gar keine Schokolade, ja, doch. Also keine Elemente davon, ne? Schokolade ist ja, wenn man richtig erinnert, glaube ich, nur Milch und Zucker. Natürlich speziell verarbeitet und so, klar.
aber trotzdem. Ja, ganz ehrlich, wenn interessiert, Hauptsache es schmeckt, oder? Hallo Spiel, kannst du mir mal ein bisschen hinmachen hier? Heute dauert die Spielersuche extrem lang. Also sprich heute und letzte Folge war es ja auch schon so. Na, endlich. Ist noch cool. Bevor die Meldung auf dem Bildschirm erscheint, Kampf beginnt, kriege ich noch ein ganz kleines Hucken auf dem Controller. So nur so eine halbe Sekunde, aber trotzdem. Einer nice. Und dasselbe Team wieder. Also gehe ich nochmal nicht. Ja, und mit unserem Team nochmal los, nicht mit dem Gegnerteam selber. Wir haben schon verloren gegen die, wieso nochmal antreten? Mal. Wie kann der so ein Schwein haben und nicht so ein Pech? Du weißt, weil noch der Sniper am Leben. Wir gehen mal hoch, komm. Nein! Oh, voll erwischt, ey. Dieses fucking Tri Inferno, ey. Nein, nein, nein. Verpisst euch. Ihr Arschgeigen. Hä? Von da drüben? Nicht schlecht, der Specht. Wie machen wir das bloß? Oh. Jetzt wäre eine Chance. Mann, haben wir nicht gesehen. Oh, Menno. Ich habe gerade auf die anderen Gegner konzentriert, weil ich dachte, okay, der Sniper von denen ist weg. Ich bin ein bisschen näher ran. Trotzdem, wir sind noch weit gekommen. Ah, Mist. Eigentlich müssen wir den Gegner jetzt dort behalten, wo er gerade ist. Mist, da kann ich nicht abrollen. Also, doch, eigentlich müsste es gehen. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
Sehr gut. Was? Nein! Ich wollte gerade sagen, ja gut, kann er gerne machen. Mich killen, während die anderen da weiter vorwärts brashen. Jetzt war erwischt, reicht's? Sag mal, Alter, was machst du da? Okay. Hat das nochmal spannend gemacht, Freunde. Erster Platz, Tintenverbrauch. Ja, danke schön. Winke, winke. Winke, winke ist ein gutes Stichwort. Sage mal an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Ausgabe bei Splatoon 3 Online-Modus. Dann eben, ziemlich sicher, wird es wohl Splatfest sein. Und dann übernächste Folge machen wir hoffentlich hier weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.